Ei, guten Tag, ihr Leid. Guckt mal da drüben, wenn ich das mal so nonchalant sagen darf. Da ist eine goldene Möwe. Und damit meine ich nicht das Billig-Fastfood-Restaurant, das von dem anderen Billig-Fastfood-Restaurant gnadenlos niedergemacht wird. Das mit der Krone ist deutlich besser als das mit der Möwe. Geht nicht zu beiden, die sind doof, sondern... Guck mal hier, haben wir auch noch gleich eine goldene Eichel. Goldene Eichel, goldene Möwe. Goldene Eichel, goldene Möwe. Wir holen uns zuerst die goldene Eichel. Da, goldene Eichel gefunden. Im Bambus versteckt war sie. Sehr schön. Und jetzt geht's auf liegenderweise zu der goldenen Möwe. Hallo, Schwester. Er haut's ab. Okay. Hätte ja sein können, dass ich merke, wo sie, nicht merke, sehe, wo sie hinfliegt. So. Was genau machen wir heute? Keine Ahnung. Erstmal gucken, wie viel fehlt denn da oben noch? Ich glaube, eins fehlt noch. Also wir müssen auf jeden Fall den da oben voll kriegen. Einer fehlt noch. Und ich glaube, was fehlt, ist die Möwe. Teezeit. Nun, ich habe keine Ahnung, ob das ist, was noch fehlt. Die wendige goldene Möwe. Okay, die fehlt wirklich noch. Und Teezeit. Das Schlagseil von der Ei. Dann fehlen da ja 2 Sachen. Und die hier... Ich gehe davon aus, dass das hier ein Teehaus ist. Und dass wir das irgendwie aufkriegen müssen. Aber die hat gesagt, wir sollen überall meditieren. In diesem Gebiet. Aber das habe ich doch gerade. Müssen wir dann wohl wirklich in jedem Gebiet hier auf der Insel... Ja, ich höre da drin... Ich höre auf jeden Fall, dass da eine Eichel drin ist. Dann müssen wir wirklich jetzt hier in jedem Gebiet meditieren, oder wie? Das grenzt mir... fast schon. Das grenzt mir an Arbeit. So, wo gehen wir denn hin? Ehrlich gesagt, keine Ahnung jetzt. Da runter. Also, wir haben ja auch noch irgendwas zu tun, oder? Wir haben noch eine Schatzkarte, die wir noch entdecken müssen. Hui. So, wenn wir schon nichts zu tun haben, dann holen wir uns jetzt wenigstens Bambus. Zack, zack, zack. Da fällt mir ein, pass auf. Zur Feier des Tages... Was passiert, wenn ich da ganz hoch gehe? Zur Feier des Tages, sag ich mal, weil wir jetzt 2 goldene Sachen auf einmal gefunden haben, wechseln wir mal auf gelbe Fellfarbe. Oder sagen wir goldene Fellfarbe. Habe ich da unten gerade was gesehen? Nee. Goldene Fellfarbe, ne? Übrigens, ich habe einen Goldfisch geangelt. Ich war angeln. Ich habe einfach mal meine Angeln ins Wasser gehalten und habe doch tatsächlicherweise einen Goldfisch gefunden. Ist doch was. Was, das sind alles Tulpen? Wäre lustig, wenn es Stulpen wären. Sind es aber nicht. So, da ist noch ein Bambus, den habe ich gesehen von hier. Wir haben noch eine Schatzkarte. Ich will mich hier umgucken, ob ich nicht irgendwie die Möwe oder sowas sehe, weißt du? Genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Möwe hier irgendwo ist. Bin mir natürlich auch nicht sicher. Da drüben noch was Gelbes. Ist sie das da drüben? Das ist viel zu groß. Ne, das ist sie. Das ist sie. Hab ich dich erwischt. Das ist sie. Zack. Da ist doch das kleine Möwchen auf dem Öfchen. So. Der trinkt die da oben. Hallo. Hoppala. Das war nix. Das kriege ich besser hin. Hallo. Nanu. So, da hat sie eine Möwe fallen lassen. Eine Möwe. Eine Eichel. Eine Eichel. So.
Gelbes Eichhorn mit gelber Eichel. Sehr schön. Hört sich falsch an. Ist aber halt so. Kann ich ja auch nichts dafür. Dann fehlt jetzt nur noch eins. Und das ist halt wirklich in jedem einzelnen Dingens... Grenzt halt wirklich an Arbeit. Meditieren. Muss ich das wirklich? Ist es denn... Tut das wirklich Not? Also, pass auf. Ich hänge hier fest. Ich will lieber angeln gehen als meditieren. Ja, nee, müssen wir halt machen, aber, oder haben wir sonst noch was hier? Enno der Edle. Hanna, wer ist denn Hanna? Hanna und Mira? Sagt mir gar nichts. Wir gehen mal gucken, was Hanna für uns zu tun hat. Hanna? Bist du da im Häuschen? Oh, guck mal, wir brauchen auch noch, Hoppala, das war nicht so geplant. Wir brauchen auch noch 3 Eicheln, damit wir hier ins Versteck können. Also das Versteck voll machen können. Was ist denn das da eigentlich? Da taucht irgendwie... Ach, guck mal da. Ah, mal mit. Wenn wir schon mal hier sind. Okay, ich glaube, wir kommen nicht zu Hanna rein. Weil Hanna im Haus sitzt. Und ein Schornstein oder so hat das Haus nicht. Die Mira... Was hat die Mira hier zu tun eigentlich? Waren wir bei dir nicht schon? Ja, ja, wir kommen, Mira. Wir kommen, brauchst ja keinen Arm abzubrechen oder wie man das nennen soll. Alles klar. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es mit den goldenen Eicheln zu tun hat. Ich meine, was sonst? Bitte, ich flehe dich an, hilf mir, die goldenen Eicheln im Park einzusammeln. Verhilf den Tempeln zu ihrer alten Pracht. Vielleicht finden wir endlich heraus, was sich hier verbirgt. Nun, das war jetzt nicht so ergiebig. Also quasi alle Eicheln suchen. Ja, okay, kriegen wir hin. Aber... habe ich ja sowieso vor. Dann muss ich jetzt notgedrungen darunter sprungen. So, zum Glück geht das Fliegen nicht von der Ausdauer ab, wie bei Zelda oder so. Kann ich nämlich jetzt hier in aller Ruhe gucken, wo hier der Dingens ist. Das Dingensgebiet, weißt du? Weiß schon. Das Meditationsstätte. Mal her. Boing. Boing. Geht auch irgendwie nicht schneller, oder? Ich weiß gar nicht, was hier schneller geht. Das Fliegen, Rennen oder gar nichts. Gar nichts wahrscheinlich. Wo ist denn hier die Meditationsstätte? Wir sind hier im Brunnengebiet, oder? Springbrunnenquellen, genau. Wo ist hier die Meditationsstätte? Weiß ich nicht. Also unser Plan ist jetzt hier an allen Meditationsstätten zu meditieren. Das ist so der Plan, ja. Und mehr habe ich auch nicht. Ist halt einfach so. Bin ein armer Kerl. Bin ein bisschen doof. Mehr fällt mir nie ein. Oh, hopp. Da will ich nicht runter, da ertrinke ich wahrscheinlich. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas? Nee, ne? So. Hier gibt's auch irgendwo noch ein Geheimversteck. Das ich auch noch nicht gefunden habe. Seltsamerweise. Also wir so, okay, dann pass auf. Wir suchen jetzt quasi... Was kommt denn da hin? Nix. Okay. Wir suchen quasi Geheimversteck und gleichzeitig das Gebetsding. Das Gebetsding? Ihr wisst, was ich meine, oder? Uah. Junge, beinahe wäre ich da reingehupft. Die Steine lassen wir mal Steine sein. Okay. Hier irgendwo muss ein Geheimversteck sein. Die Eiche im Park. Oh, aua. Was? Ach so. So. Da laufe ich jetzt nicht vorne dran, oder dumm bin ich nimmer, ne? So.
Alter, ja, ist ja gut. Komm her. Gehen mal hier auf den Baum, wir gucken uns hier mal um. So. Also, seht ihr hier irgendwo ein Geheimversteck? Ich nicht. Hau ab. Hm. Hier muss doch irgendwo ein Geheimversteck sein. Uah. Da ist es. Da oben hängt's am Baum. Ich sehe es. Da oben hängt's. Das hängt an... Also normalerweise hängt es ja immer hier so eher mittig, weißt du? So ungefähr hier. Jetzt hängt das da oben. Aha, aha, aha. Ich habe natürlich nichts hier. Ich brauche Eicheln, Walnüsse und Lavendel. Habe ich natürlich nichts davon hier. Bei Lavendel wohl noch das einfachste sein dürfte. Also Eicheln brauche ich sowieso, Lavendel und Walnüsse. Und wir suchen immer noch das Gebetsdingens. Wo ich immer wieder vergesse, wie es heißt. Da drüben ist irgendwas. Aber das ist, glaube ich, nicht... Wir gehen mal da gucken. Sind die Gebetsdinger eingezeichnet? Hier sehe ich eben erst. Guck mal, wie die Ohren hinten nach hinten gehen beim Fliegen. Wahnsinn. Wir könnten auch mal... Ah ja. Zuallererst mal gibt es hier Walnüsse, ne? So. Zack. Na komm. Walnüsse. Walnüsse. Und Walnüsse. Damit sollten wir jetzt ausreichend haben. Erstens das. Dann war hier noch ein Vogelhäuschen, also Vogelfütterer oder wie man das nennen soll. Und da sind ja manchmal auch Sachen drin. So, pass auf. Uff, naja, Mandeln. Mandeln brauchen wir jetzt halt keine. Ich dachte, vielleicht sind irgendwie die anderen Nüsse da drin. So, jetzt will ich hier ja gucken, ob hier nicht da irgendwo das Gebetsding aufgemalt ist. Also, ich bin hier. Nee, da ist kein Gebetsding aufgemalt. Das ist schade. Was ist denn das da oben eigentlich? Sind das die... Das ist der japanische Garten oder wie? Nee, das muss der japanische Garten sein. Hier. Japanische Garten hier. Ich gehe mal da oben hin. Und dann schaffe ich mir mal einen Überblick. Der da lautet... Hoppala. Wo ist denn hier das Gebetsdingens? Das kann doch nicht so schwer sein. Hey, echt jetzt hier irgendwie... War ich hier schon mal? Schon, oder? Ach, guck mal, hier ist Lavendel. Hier stürzt sich vor allen Dingen ab, aber Lavendel, ja komm, dann nehmen wir halt den Lavendel mit. Zack. Zack. 3 brauchen wir. Rosa Lavendel, lila Lavendel. Ihr wisst ja, mit Farben hat es das Spiel nicht so. Da ist Rot gern rosa und rosa ist orange und orange ist was weiß ich was. Von daher darf man sich da nicht so ablenken lassen. Ich gebe hier einen Tipp. Echt jetzt, also... Wo zur Hölle? Bin ich. So. Ist jetzt hier das Dingens? Bist denn du, Liliana? In dir habe ich schon geredet. Wo ist hier das Beetdingens? Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Ich finde hier das Beetdingens nicht. Egal. Dann haben wir halt Pech gehabt. Was hängt da oben am Baum? Weiß nicht, vielleicht finden wir hier die Eicheln. Komm, wir gucken mal. Okay, dann neuer Plan. Also wir gehen jetzt das Vogelhäuschen runterballern. Das ist ganz klar, ne? Vielleicht noch hier ein paar Stöcke. Ne, machen wir nicht. Müsste ich jetzt Waffe wechseln, habe ich keinen Bock drauf. So. Flupp. Wo ist es hin? Ich hab's nicht gesehen. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist doch aber... Betrug. Da hinten. Ah ja, da. Ah, guck mal, sogar Eicheln. Sehr schön. Und da hinten habe ich gleich wieder...
gleich wieder, ist falsch gesagt. Aber da steht irgendwie ein Dingens da. Ja, guck. Nehmen wir auch noch mit. Zack. Also, Springbrunnen-Karte, Quellen. Himmelsgärten, Springbrunnenquellen. Da war ich schon. Ihr Leute, da war ich schon. Das war da, hinter dem Gebüsch, wo wir, hoppala. Wo wir diese Feenlampen da in der letzten Folge gefunden haben. So, jetzt muss ich aber gucken, wo war denn dieser... Da, das Versteck. So, pass auf. Wieso laufe ich denn jetzt so langsam? Machen wir schneller hier. Jetzt haben wir ja quasi alles um das Versteck. Jetzt können wir unsere Ausdauer weiter aufpowern. Und ich glaube, da links habe ich was Gelbes gesehen. Kann das sein? Kann das sein? Kann das nicht sein? Also so im Sinne von das Meditationsdingens? Keine Ahnung. Komm, wir erstmal ins Versteck gehen. So, zack. Siehste, Versteck voll. Lager vergrößert. Sehr schön. Das mal also mein Lager. Komm, 2. Naja. Ich finde hier kein Meditationsdingens. Kann ja eigentlich nicht sein. Da kommt kein Pilz rein, das weiß ich. Da waren letzte Folge Mandeln drin oder sowas. Oder Steine. Vielleicht auch Mandelsteine. Da drunten sehe ich's, ne? Das Meditationsdingens. Ja, das ist aber nicht das, was ich suche. Oh, guck mal, da gibt's noch Müll. War ich hier noch nicht? Ja, das geht natürlich nicht. Müll muss weg. So. Was gibt's hier? Eine Aufreißlasche. Naja. Naja. Ein paar Erdbeeren. Nehmen wir uns mit. Einfach weil wir es können. Bin da rüberkommen. So, siehst du? Bin da rübergekommen. Also. Wo ist denn? Nee, das ist es auch nicht. Es ist nur gelb. Gibt's hier vielleicht nichts zu meditieren? Das wäre schon sehr, sehr seltsam, oder? Ernsthaft jetzt, wieso gibt's hier nichts zu meditieren? Ich fliege jetzt weiter runter und geh mal hier meditieren. Aber das ist so mein Standard-Dingens. Also da ist ja sogar mein Haus, ne? Ich meditiere jetzt hier einfach mal. Nom, 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 nom. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlimm aus, das Gelbe. Also am Anfang habe ich halt so gedacht, mal, da war doch eben noch, da ist er doch. Wie sieht denn das aus? So gelb? Aber eigentlich geht es. Liegen 2 Steine im Wasser, die nehmen wir natürlich mit. Hey, was soll das? So, guck mal hier. Schönes Haus, gell? Danke. Das ist meins. So. Also. Kann man den hier noch ablegen? Stücke natürlich. Legen wir einfach mal Stücke ab. Bambus brauchen wir nicht. Ich kann Fische in die Schublade legen. Ah, hier. Pass auf. Die nehme ich mal mit. Auf jeden Fall. Die brauche ich ja im Dingensgebiet. Hoppala. Klar, der Kopf ist ja runtergefallen. Und Walnüsse auch. Ja? Mandeln behalte ich einfach auch. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Hier lege ich jetzt einfach mal das da ab. Das brauche ich garantiert nicht. Ja. Komm, da machen wir den Fisch auch gleich rein. Ich hoffe, dass der nicht anfängt zu stinken oder so. War natürlich doof. So, es gibt mal eine Schatztruhe, weißt du? So, machen wir das da rein.
Und das da so rein. Mal gucken, ob wir das da noch irgendwo unterkriegen. Ja, genau. Das da nochmal da oben hin. So. Passt doch, oder? Komm, ich guck mal, was wir da gelernt haben, was man bauen kann. Stempelmalerei, aha. Ein Whirlpool. Moment. Ein Whirlpool. Das ist doch einfach eine Kaffeetasse. So, was brauche ich da? Steine oder Lehm und Glas. Und das da sind Feenlichter. Ah, ich verstehe. Steine und Glas. Die müssen wir jetzt natürlich bauen. Ganz klar. Ich glaube, das war was. Ich nehme einfach mal alles mit. Glas war ganz da hinten, soweit ich mich erinnere. So. Und das wird natürlich jetzt schön ein Whirlpool aufs Dach, auf die Dachterrasse gebaut. So. Bauen wir uns jetzt hier einen Whirlpool hin. Ach, das sind Knochensplitter, die ich brauche. Oh. Na, Knochensplitter habe ich, glaube ich, nicht. Knochensplitter habe ich keine. Ich nicht. Knochensplitter ist mit zu viel Arbeit. Knochensplitter ist mir zu viel Arbeit. Aber schön zu wissen, dass die dann doch für irgendwas gebraucht werden, die Knochensplitter. Nun ja. So. Kraxeln wieder ganz nach oben. Ja, komm. Orientieren wir uns mal an Fran. Hopp. So. Kann ich da ganz hochklettern? Ups, kann ich. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaube, hier habe ich aber alle gefunden. Ja. Alter, da ist doch auch wieder. Sag mal, erscheinen die Schatzkarten auch immer wieder? Kann das sein? Das ist ja dumm. So. Oder sind das vielleicht die Schatzkarten, die erscheinen, wenn man sie schon hat? Schatzkarte zum Schattenblatt. Mal gucken mal, oder? Okay, da ist der Entenpool und du musst ein bisschen hochgucken und da ist großer Stein. Entenpool, also hier ist zum Beispiel, ne? Ich glaube nicht, dass das ist. Das ist das Häuslein, wo man hochgucken muss. Und dann ist der Entenpool da unten. Gehe ich davon aus. Ich gehe mal gucken. So, gucke, ich hätte jetzt gesagt, das hier irgendwie so. Da sind die Enten, ja, genau. Da hinten irgendwo. Es besteht halt die Möglichkeit, dass wir hier schon waren. Weißt du, dass wir das, was wir suchen, schon gefunden haben. Da ist zum Beispiel ein großer Felsen. Da, ach, guck da, das ist die Schatzkiste. Ja, die haben wir schon lange. Ich kann es ja nochmal zeigen. Da. Ne? Ist quasi 1:1 das. Das haben wir ja schon lange. Das ist ja gar kein Ding. So. Wie viele Gebiete gibt es denn eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich finde halt immer noch... Also hier waren wir ja schon. So. Jetzt gehe ich einfach zurück in meinen Wald. Meinen Wald, weißt du? Es kann natürlich sein, dass es oben in dem Gebiet, dass es da einfach kein Meditierdingens gibt. Hier im Igelgebiet zum Beispiel, da gibt es ja auch kein Meditierdingens. Zum Beispiel. So. Ich sehe da gerade eine gelbe Rose. Könnte aber auch eine goldene sein. Eine gelbe. Außerdem ist es eine Tulpe.
Okay. Hüpfpilze, 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 Spinnwebe. Kann man alles gebrauchen. So. Normale Champignons. Wir sammeln mal wieder. Hoppala, Kieselaxt bräuchten wir. Sowas da, gell? So. Nehmen wir mal mit. Einfach weil wir es können. So, wie komme ich denn jetzt hier raus zu meinem Gebiet? Ah ja. So komme ich da hin. Vorsicht. Wo kann ich einfach drauf hüpfen? Bam. Hey, bleib hier. Okay. Ja, ist ja gut. Lass mal das drauf hüpfen. Das ist ein Igel, da hüpft man ja drauf. Hätte mir auch Feuer auffallen können. Hätte Fahrradkette. Hätte ich nicht fürs Denken bezahlt. So, jetzt komm mal her. Patty, da ist mein Haus und in der Nähe von meinem Haus... da war knapp. In der Nähe von meinem Haus ist das Meditationsgedönse. Doingi, doingi. War sie hier? Nee, nicht hier. Da oben. Ich sehe es. Da ist das Meditationsgedönse. So. Dann ist halt noch die Frage, also ich habe jetzt hier meditiert. 1, 2, 3. Pass auf. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Da. Und gehen mal ganz rüber. Ganz am Anfang ins erste Gebiet, ins Startgebiet. Das ist eine eigene Insel. Und gehen da auch noch meditieren, nachdem wir aber im Bett waren. Sorry, aber ich habe hier keinen Bock, wenn ich jetzt gleich die Grätsche mache und erstmal ins Bett gehen. So, da oben ist ja mein mega Haus, was mir meine Freundin gebaut hat. Ich wollte gerade sagen, ich habe es noch ausgebaut, aber eigentlich habe ich da nicht wirklich viel gemacht, außer die Schräge dahin zu bauen. So, wo ist denn das Bett? Da ist das Bett. Oh, hopp. Da kannst du auch hinterm Bett schlafen, ist mir auch egal. So. So, jetzt gehen wir uns ein bisschen Ausdauer holen. Durch das Schlafen natürlich. So. Dann wollen wir zu Schälchen, die Sheila heißt, aber ich nenne sie Schälchen, weil das mag sie. Wer sich wundert, warum ich die Schälchen nenne, ich glaube, das habe ich auch nie erklärt, oder? Ja, dann müsst ihr... Wie hieß das? Happy Mail oder sowas. Hieß, glaube ich, das Spiel. Oh, ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Das ist schlecht. Da spielt man so einen kleinen Pilzkopfmädel, was Briefe austrägt. Und da war eine Schildkröte und die Schildkröte hieß Schälchen. Hey, kleines Eichhörnchen, willst du zurück? Ja, klar. Wo kam denn der her? Das war bestimmt meine Freundin. So hat keiner gehört, hoffe ich doch. So, guck mal, da oben sieht man es sogar schon. Ich könnte aber auch hier hochgehen. Ich weiß ja schon ewig nimmer. Insel der Morgenröte. Krass. Hey. Ich sehe da gerade was. Moment. Da leuchten die zwei Dingense da in der Hand. Bei dem, wo ich eben war, da haben die zwei Dingense nicht geleuchtet. Ja. Das ist mir schon klar. Aber warum soll ich das tun? Ja, krass, dass das ans Gebiet gekoppelt ist, die Tutorial-Nachrichten. Müsste man sich eventuell auch nochmal umgucken. Vielleicht finde ich ja irgendwas jetzt, wo ich ja fliegen kann und sowas. Das konnte ich ja alles gar nicht. So, lass mal gucken. 29 Minuten. Mann. Die Zeit vergeht hier wie im Fluge. Ich gehe jetzt nochmal da hoch. So, lass mal gucken. Wo war denn das Meditationsdingens? Lottas Land. Moment. Da kann ich noch was kaufen? Da muss ich auch noch hin. Eigentlich will ich ja ganz woanders hin, aber egal. Wir gehen mal zu Lottas Land.
wusste gar nicht, dass es noch was zu kaufen gibt. Muss man natürlich hingehen, ne? Also Lothars Land, ihr Leute, ihr wisst es, ist die Möwe, die mir Sachen verkauft. Also Bäume, wo man dann Häuslein reinbauen kann. Im Igelgebiet ist das, oder wie? Interessant, wusste ich gar nicht. Da drüben ist sie. Direkt am Igelgebiet kann man noch ein Haus bauen. Gar nicht dran gedacht, ey. Ein schöner Baum. Guck mal, der ist schön orange. Ein orangener Baum ist ja fast ein Traum. Hier, hallo Lotta. Interessiert sich also für dieses fantastische kleine Fleckchen? Kluge Wahl. Erstklassige Lage, mein Freund, aber Qualität hat ihren Preis. Das wird dich was kosten. 3 Eicheln, 3 Erdbeeren. Eicheln habe ich dabei. An Erdbeeren hapert es noch etwas. Okay. Muss ich ja wieder zurückgehen hier. So, komm her, Erdbeeren kriegen wir. Kriegen wir hier irgendwo zur Not. Hier wachsen vor allen Dingen Pilze, ne? Ja, komm. Zur Not gehe ich in mein Häuslein zurück, hol die Erdbeeren. So viel Zeit haben wir noch, oder? Ja, klar. Jetzt überziehen wieder über 30 Minuten. Ist ja jetzt auch nicht irgendwie... Ist ja kein Muss. Wo bin ich denn hier? Ist ja kein Muss, dass wir hier 30 Minuten, Punkt, Strich, Knall, 30 Minuten machen. Keine Ahnung. Ich sehe Erdbeeren. Ist ja mehr so eine Vorgabe, die ich gesagt habe. Hier 30 Minuten ist voll in Ordnung, weißt du? Ui, das ist aber hochgeflogen gerade. So, gucke. Zack. Nur mal sicher gehen. Und jetzt wieder zurück. Zu Lothars Land. Und ihrem Lotterleben. Gucken wir, ob wir irgendwie eine Abkürzung machen können, indem wir da drüber fliegen. So, da hinten ist sie, die Lotta. So, da ist ja schon der Baum. Guck mal. Dann haben wir wenigstens heute ein bisschen was. Ein bisschen was. Was heißt ein bisschen was, weißt du? Wir haben immerhin eine goldene Dingens gemacht. Eine Eichel und den Vogel, was halt dann auch nochmal eine goldene Eichel gebracht hat. Von daher, da kann ja wohl keiner meckern hier. Ernsthaft jetzt. So, Lotta, komm mal her. Ich hätte gern diesen Baum da. Wupp, hallo Lotta. Das Geschäft des Jahrhunderts, wenn ich so sagen darf. Er gehört dir. Glückwunsch dem frisch gebackenen Eigentümer. Wir sehen uns, Kumpel. So, neues Revier. Was macht man im neuen Revier? Erstmal draufklettern. So, machen wir mal da oben hin dieses Mal. Kann ich etwas bauen? Nein, ich habe keine Materialien. Aber ich habe zumindest... Der Baum wird, glaube ich, angezeigt. Hoffe ich doch, oder? Oder nicht? Ach, da war ich schon. Da ist eine Schatzkiste gewesen, ja. Nochmal kurz gucken. Ah ja, da. Schlossbucht, 31 Pfoten. Also der Baum wird angezeigt. Das ist jetzt die Hauptsache. So, dann... okay. Dann gehen wir mal auf unseren frisch gebackenen Baum. Also nicht der Baum ist frisch gebacken. Das Haus, was wir dann da drauf packen, ist frisch gebacken. Quasi. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Da sitzt es und freut sich ein Ast. Das war's für heute, ihr guten Leute. Machen wir für heute Schluss, sonst erzähle ich lauter Stuss. Ich muss nicht immer reimen, aber es ist halt irgendwie drin. Morgen gucken wir mal, machen wir weiter und ich hoffe dann, dass wir, wenn wir jetzt zurückgehen, wir haben jetzt überall meditiert, dass das dann noch was wird. Okay? Tschüss. Sorry. Bisschen schnell Stopp gedrückt.